danke, alles vorbei oder doch quasi als Zugabe. Erstens, dieses Theater, das ist wunderschön, das kann man auch jenseits solcher Events besuchen. Es findet ein antiker Zyklus statt im Augenblick, es wird wiederkommen, Berlin-Alexanderplatz, höchste Empfehlung, sehr dicht, sehr genau. Nummer 2, das Quartett kann man jenseits solcher toller Events auch besuchen. Es gibt Konzerte, es gibt selbstverständlich CDs und so weiter. Es hat ein Programm, welches jedem anderen Quartett zur Zierde reichen würde. Drittens, nachher, wie gesagt, Brot und Wein, auch zum Reden und so, ein bisschen realdialektisches wird vom Theater, weil wir ein Theater sind, gebeten, ja, nicht mit Glaseln in irgendeinen Theater- oder Bühnenbereich hineinzugehen. Große Bitte, wir wissen warum. Draußen, alles freut sich, selbstverständlich sind wir da. Und ja, die werden jetzt noch ein Intermezzo spielen, das ist ganz kurz. Ich darf da ganz kurz noch einmal nur hervorgehen, was natürlich, der Verlag hat mir jetzt schon einiges verboten. Und hat dann gesagt, nein, das kannst du nicht so nennen. Also, ursprünglich hätte es heißen sollen, sogar ein Kreuzfeuer der Noten, das war viel zu martialisch. Dann war die 9. Seligkeit, das geheißen, versteht niemand. Dann habe ich jetzt ein Vorwort ein bisschen über die Seligkeiten nachgelesen. Die Armen im Geiste sind selig, denn sie kommen in einen Himmel der Kunst, nicht mit Spekulationen überhäuft zu dürfen, aber dort schrankenlos empfinden, ohne den Fluch der Erkenntnis. Und so weiter, es geht um die Schmerzensvollen und die Sanftmütigen, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn die Musik suggeriert ihnen oder lügt ihnen vor, wie es eigentlich so funktionieren sollte in der ungerechten Welt. Und so fort. Von den reinen Herzen. Und selig sind dann achtens, die verfolgen leiden und der Gerechtigkeit willen, von den Stillen bis zu den Musikideologen. Und dann mit dem Buch, dann sitzt man wieder da vor dem CD-Player oder vor der Pop-Arena-Bühne oder vor den halbnackten, busenhochhaltenden Karyatiden im großen Saal des Wiener Musikvereins, sitzt bei der Musik. Aber Achtung, und es geht immer um die Musik. Ist sie die Musik? Und welche Musik in Spezialis auch immer im Hintergrund, in ihrem Hinterwand flimmern, auch als Antimaterie und dasjenige dahinter, nicht auch ein wenig das symbolgeladene Böse, welches wir dann plötzlich so halb materialisiert werden? Ist es das Böse, ist es offen zur Schau getragene Lust, ist es Schmerz und Divertissement, die Musik? Oder ist es die tollste und brutalste Möglichkeit zur Machtausübung? Vielleicht. Aber dann müsste sie heißen, der Musik.